und herzlich willkommen zu der 100. Folge Büssi Zept in. Seit dem April 2018 unterhalten wir euch mit dem Besten, was Schweizer Fernsehen zu bieten hat. Und wenn ich sage «mir», dann ist auch klar, dass ich das hier nicht alleine mache. Und darum möchte ich zuerst mal an dieser Stelle einem ganzen Team von Studenten danken, das für uns stundenlang Fernsehen schaut und die lustigsten Momente zusammensammelt. Produziert wird das Ganze nachher vom Aljoscha und seinem Team, das das auch täglich in einer Daily-Ausgabe machen. An euch alle ein fettes Merci für 100 Folgen Büssi Zept in. Und vor allem tut es mir auch wahnsinnig leid, was ihr euch alles habt müssen geben in den letzten 100 Folgen und eben auch diesen Daily-Sachen, die man schauen kann. Weil, wenn wir für etwas stehen, mit unserem Namen, dann für den schönsten Schweizer Fernsehcringe. Thomas, guten Abend. Gutes Abend, gutes Abend, gutes Abend. Ja, hallo. Hallo bei Ich oder Du. Hallo. Koblenz ist der beste Ort im Kanton Aargau und der einzige, wo die Aare und der Rhein zusammenfließen. Wir haben eine super Landschaft, super Leute und einfach eine super Stimmung. Jawohl, jawohl, jawohl. Hans und Doris Rahm sind seit 26 Jahren geheiratet. So wie Peter und Heidi Rahm. Was hier aussieht wie eine optische Täuschung, ist für die zwei Ehepaare Alltag. Wir sind der Waschrechtswillen. Wir machen alles Gemeinschaft. Ja, das ist interessant. Freizeit, Ferien, alles. Und wir sind auch immer gleich gekleidet. Da läuft etwas. Wenn sonst nichts läuft im Dorf. What he says. Bei mir muss man rauchen, dann hast du viel minder. Und zum Ziffern Grindungen. Soll ich Ihnen was sagen? Ich habe kein Wort verstanden. Fertig duschen oder baden daheim, immer am Schluss noch ganz kalt abduschen. Und auch vor dem ins Wasser gehen mit einer Bürste, Blutzirkulation anregen und auch Kokosnussöl. Den ganzen Körper mit Kokosnussöl, das gibt ein bisschen eine Schutzschicht. Und immer, wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen, dann setzen die Thurgauer noch einen drauf. Ja, von weiter weg habe ich gedacht, Kopf mit der stimmt etwas nicht. Weil er hat das Maul offen und hat so starr rausgeschaut. Nachher hat man dann festgestellt, dass sie ja Hände hat, die wirklich nicht echt sind. Die Bianca ist seit dem letzten Samstag im Thurgau unterwegs. Die Bianca ist heute Morgen mit dem Zug Richtung Diessenhofen unterwegs und macht gerne Fotos. Man kann mit ihr auch ein Selfie machen. Und sie hat, glaube ich, eine Kamera im Auge, oder, Janis? Weiß nicht. Tatsächlich hat die Bianca in einem Auge eine Kamera. Sie ist nämlich im Auftrag für Thurgau Tourismus unterwegs. Hallo, geht's noch? Und zeigt auf Social Media von ihren Eindrücken. Thurgau Tourismus feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und will mit der Bianca an den Thurgauerinnen und Thurgauer eine Freude machen. Die meisten haben wahnsinnig Freude an der Bianca. Der Thurgau wird uns in ein paar Minuten noch mal beschäftigen. Zuerst kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die darf eigentlich in keinem guten Regionalsender fehlen. Nämlich die sogenannten Ohren- und Augenzeugen. Ich habe gedacht, wie Bombe. Wie Flugzeug. Und weil ich habe hier die Bus gesehen. So hoch Bus gesehen. Ich habe gemeint, kommt ein Flugzeug in Bloch hier. Weil da ist Baume. Über die Baume hat Bus springen. Dann habe ich gehört, so Lärm. Und wie Bombe ist die Lärm. Sie? Plötzlich, ich habe gehört von der Busstation, eine Dame, sie macht mir so. Und ich habe gar nichts gewusst, was sie will mir sagen. Scheiße. Ganz einfach zu sagen. Er fragt, was ist drin, wir erzählen, was ist drin und mit was machen wir. Okay. Und wer hat Energie gegen diese Sache oder nicht? Wenn hat Energie, nein sagt, wenn nicht, sage ich okay. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, was er mir damit sagen will. Wir möchten ein Springboxbett kaufen. Springboxbett. Maschine tut reklamieren, sie braucht Hilfe. Der Gerät braucht Hilfe. Es ist leider
Bitte. Immer Beste gemacht. Ich mache alles gut, alles ist in Ordnung. Ganz gute Sache ist das. Auch immer eine gute Sache sind die musikalischen Einlagen, die wir hier bei Büssi Zeptin jetzt über 100 Folgen lang begleitet haben. Wie soll ich sagen, bei denen schämt man sich für die schiefen Töne noch am wenigsten. Jetzt lasse ich mal noch ein bisschen Musik auf dem Böckchen laufen. Achtung und top. Schweizer. Wie gefällt dir das? Nicht so. Könntest du mal probieren, zu rappen zu dem? Nein. Welches ist Ihr liebster Schlagertitel? Annemarie, la 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 la. Ei. Also jetzt singen wir zusammen das Rebeli-Bum. Das ist sozusagen die Nationalhymne von der Barfasnacht. Rebeli-Bum, Rebeli-Bum, Rebeli-Ribedi-Ra. Ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba musst du haben. Drum, Rebeli-Bum, Rebeli-Bum, Rebeli-Ribedi-Ra. Ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba musst du haben. Weil wir im Kanton Thurgau sind, könnten wir miteinander das Thurgauer Lied singen. Ja! O Thurgau, du Heimat, wie bist du so schön. O Thurgau, du Heimat, wie bist du so schön. Wie bist du so schön. Ja, irgendwann ist ja einfach Wirklich angekommen. Heb noch ein bisschen Geduld. Ihr könnt dort mitsingen, wo ihr wollt. Da habe ich nur für mich gedacht, nein, Gott. Die Schweiz hat 26 Kantone. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen, machen. Ich bin einfach perplex gewesen. Jeder gute TV-Macher weiss, Babys und Tiere, die funktionieren immer, das gibt super Quoten. Und darum kommen vor allem auch Tiere immer wieder in unseren Best-ofs vor. Da hilft er auch fleissig im Haushalt mit. Die Zeitung am Morgen bringt er von sich aus mit rein. Auch die Schuhe macht er bereit, wenn die Rosmarie Langjahr voraus will. Danke vielmals, ja feine. Sie hat so etwas wie der Krimi noch nie erlebt. Im Mittelland wollte man ein Känguru-Baby einfangen. Mit einem Betäubungspfeil natürlich. Das ist im dichten Wald aber alles andere als einfach. Nein! Verdammt nochmal! Das darf nicht wahr sein! Nein! Verdammt nochmal! Das darf nicht wahr sein! Für mich ist es ein bisschen nicht so angenehm. Das ist er, der schönste Gückel der Schweiz. Im luzernischen Geuensee lebt er zusammen mit 4 Hühnern. Sein Halter, der Heidi Fallegger, kann sein Glück immer noch nicht fassen und ist natürlich stolz auf sein brachtes Exemplar. So etwas werde ich vielleicht in meiner Leben nie mehr haben, dass ich den schönsten Hund der Schweiz hatte. Weil das ist eigentlich wie ein Lottosechser. Es ist ein Schönheitswettbewerb, fast wie bei Menschen. Nur, dass noch ein bisschen genauer hergeschaut wird und sich Protagonisten manchmal auch ein bisschen wehren. Who let the dogs out? Offiziell haben wir bei Büssi Zeptin natürlich keine Lieblingssendung. Ja, das ist wie so, die Eltern kein Lieblingskind haben. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass es mindestens 2 Sendungen gibt, die uns immer wieder sehr zuverlässig Inhalt geliefert haben. Im sportlichen Bereich ist das ganz sicher Ninja Warrior Switzerland. Da wird der Schweiß so richtig aus jeder Pore rausspritzen. Sorry. Bis ins Publikum. Ja, es ist Aber das wollt ihr ja, oder? ja, ein bisschen grusig. Ja. Mein Name ist Olivier Schäuber. Ich bin Ninja Warrior! So, Ruhe bitte. Ninja Warrior! Psst. Diese Hängesituation erinnert ein wenig an einen anderen berühmten Hänger. Komm, tu die haben, mit der anderen Hang auch. So, komm, gut haben. So. Ja, Reichi! Ich habe gesagt, du sollst dich gut haben!
Ich gewinne heute, weil ich eine geile Schnauze habe. Das schönste Bändeli. Ey, meinst du, bist du krass, weil du Bändeli hast, oder was, Mann? Gott stutzt noch einmal. Da ist einfach kein Dialog. Nein, das ist nicht meine Schuld. Weil ich bin cooler Hund. Die einen Athleten zeigen uns Sixpack, der Baschi zeigt uns einen Bierbauch. Baschi, das halbe Stadion liebt dich jetzt schon. Also, wenn zwischen diesen zwei nach der Show nichts lief, Also mehr wäre nicht mehr gegangen. Ja, es wäre schon noch ein bisschen gegangen, aber den Töckel nicht reinbekommen. Ja, nein. Dann hättest du noch ein bisschen mehr drücken. Ja, gemurkst du gemacht und da, also nicht rein wollen. Dann machen wir das nächste Mal die Löcher für dich ein bisschen grösser. Und das vor der laufenden Kamera ist mutig. So. Ist mutig. Ja, was Leute immer wieder rauslassen vor einer Kamera, ist tatsächlich erstaunlich. Aktuell sieht man das ja wieder jede Woche beim Bachelor. Von dem sparen wir uns den Zusammenschnitt. Es gibt genug Bachelor-Zusammenschnitte auf meinem Kanal. Ich werde mich auf eine andere Sendung von 3+ konzentrieren, die uns immer wieder richtig fest Freude macht. Bauerledig sucht. Ja, die macht nicht nur Freude, die macht uns richtig fröhlich. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich? Halt, stopp! Jetzt reicht es! Bauer Sepp kann zwar kein Portugiesisch, aber dafür spricht er fließend Englisch. Das ist schon Stück parat für uns. Hello, good morning. Hello, good morning, good morning, good morning, good You want to know the city? City, Today? yes, 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 yes. You want to come in? Yes. Know the city? I would like. Thank you. Da sieht man den Jungen. Weißt du, wenn du da nach uns von 3-4 Metern überlegst, die Hosen noch, wenn du die Mühe rauskommst, ich muss schon sagen, du siehst die Video. Thank you very much. Die Emotionen kochen über. Vor lauter Gefühl von dir ist mir so der Hut runtergefallen. Nicht mal ein liebevoll gemeintes Geschenk bringt einen Bauern aus dem Bauersein heraus. Ein Biershampoo steht Ein drauf. Biershampoo. Ja. Cool. Muss man das ausprobieren? Gell? Ja, ich weiß natürlich nicht, warum ich unbedingt Biershampoo brauche. Ich bin mit meinem Shampoo bis jetzt wirklich zufrieden, aber... Es ist einmal etwas anderes. Zu den Teigwaren in Engelsform meint der Bauer: Ja, das sind schon Engel-Teigwaren, ja, aber Teigwaren sind Teigwaren. Die schmecken ja alle gleich. Also. Na ja, ist doch so. Ich mag die Bauern einfach. Ja? Und das meine ich jetzt wirklich komplett ironiefrei. Was ich auch sehr mag, ist, wenn Leute sich versprechen. Wir sehen uns dann in ein wenigen Augenblick wieder im Cool, wir freuen uns. Die Frau hat bei Zeppin doch das ein oder andere Mal unten durch müssen. Vanessa Meyer-Linero. Früher Teletop, heute Tele Zürich News Anchorin. Und jetzt hat sie eigentlich ihren grössten Auftritt. Sie ist nämlich bei Büssi Zeppin live zugeschaltet. Hallo Vanessa. Ja, Sally Büssi, leck du mir, du siehst ja gut aus, mit Anzug und allem, nicht schlecht, für die 100. Folge. Ja, ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich das einzige Mal, wo ich ein bisschen besser aussehe wie du. You wish. Ja, aber wir lassen es jetzt gelten. Okay, das ist sehr nett, danke vielmals. Du hast, wie gesagt, schon den einen oder anderen Auftritt gehabt, bei Tele Zeppin noch, damals und jetzt auch bei Büssi Zeppin. Ist das eigentlich am schlimm gewesen? Ich muss schon sagen, es hat schon recht lustige Witze gegeben, wo ich recht habe lachen, wenn wir so Einspieler gemacht haben. Aber es hat auch so viele Gesuchte gehabt, wo ich so gedacht habe, jeder, der eigentlich normalerweise auch redet, der verspricht sich halt ab und zu. Und kein Zuschauer würde jetzt da etwas Grosses daraus machen. Und Zeppin hat es halt dann ein bisschen auf mich abgesehen. Und dort habe ich dann manchmal schon gedacht, ja, also schon wieder. Aber schon gut. Und wenn man eben so das irgendwie im Hinterkopf hat, so das «Oh, nicht schon wieder», ist das eigentlich etwas, wo man sich dann so wie eine Schere im Kopf macht, wenn man am Moderieren ist, gerade so bei Live-Sendungen und denkt «Oh nein, jetzt darf ich nichts sagen, sonst lande ich nachher wieder im Zeppin». Schau, Güsti, sind wir ganz ehrlich, immer wenn ich moderiere, am 6 Uhr hockst du einfach vor dem Fernseher und reibst schon deine Hände und bist eigentlich schon bereit, dass ich nur schon einen kleinen Versprecher mache, oder? Du willst es doch einfach nur.
kann an dem liegen, können auch total andere Gründe sein. Und ich finde, es ist auch total legitim, dass du jetzt eigentlich stellvertretend für all die immer ein bisschen unten durch haben müssen bei uns, jetzt darfst du zurückschlagen, wenn man so will. Es gibt ja auch das ein oder andere peinliche Fernsehmaterial von mir, das man kann einspielen kann. Möchtest du dich gerade an etwas, das mal im Zapping kam, erinnern, wo du sagst, okay, das war richtig peinlich von mir? Schau, ich glaube, ich mag mich noch gut erinnern, dass du mal eine Show in Unterhosen moderiert hast, ne? Musik in der Schweiz! Also ich bin ganz geflasht. Ja, okay. Not my proudest moment, dort in Unterhosen vor dem ganzen KKL rumstehen, das gebe ich zu. Hast du schon noch irgendetwas gefunden? Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bis ich lache schon ab deinen Witz. Und sie sind auch wirklich meistens gut. Aber ab und zu gehen sie schon ziemlich in die Hose. Bitte? Der macht eben auch die Hüte macht er auch noch. Also sind auf der Hut von diesen zwei. Er macht's gut. Ja, okay, ist jetzt nicht mein bestes Wortspiel gewesen, zugegebenermaßen. Aber es ist halt eine Live-Sendung und so, eben, hast du vorher auch erklärt, oder? Da ist dann manchmal halt einfach ein bisschen Nervosität rum und dann kann mal ein bisschen was passieren. Haben wir noch mal einen Clip? Ich glaube, einmal ist so die Frage beantwortet worden, die einfach alle interessiert hat. Alle Leute fragen uns immer, also vor allem mich, ja, wie ist das Verhältnis mit dem Bissi? Ich habe immer gesagt... Ich sage, wir haben keins. Gut. Ja, damit wäre jetzt das Verhältnis von Vujo und mir geklärt. Das Verhältnis von dir und Zeppin ist immer noch gut, oder? Können wir das so festhalten? Machen wir offiziell Frieden? Gut, einverstanden. Also. Einverstanden. Ich freue mich natürlich trotzdem wieder, wenn du ab und zu im Zeppin vorkommst. Und natürlich auch sonst, wenn ich dich sehe auf dem Bildschirm. Danke schon mal, dass du dir Zeit genommen hast, um dich da schnell einschalten, Vanessa. Sehr gern. Und Geld gibst du mir beim nächsten Beiz. Selbstverständlich, ganz viel. Und auch bei den nächsten 100 Folgen. Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen und vor allem all denen, die so cool sind wie Vanessa und die Scherze über sich ergehen lassen haben. Mua, we love you. Auf Wiedersehen, liebe Alois, zum Samstag